viel gelaufen diese Woche. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Vor allem ja auf dem internationalen Parkett. Oder? Wir haben das Treffen von der UNO-Vollversammlung und dann noch gerade der Klimagipfel, beides in New York. Vom Bundesrat sind der Didier Burkhalter und Doris Leuthard zusammen auf New York, die Welt retten sozusagen. Im Voraus ist ja demonstriert worden für den Klimaschutz. Sogar der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ist mitgelaufen. Bastien, Giro, Ja. dir als Grüne seid sicher auch dort gewesen, oder? Ja, ich wollte, aber am SBB-Automat habe ich irgendwie das New York nicht gefunden, um das Billett zu lösen. Item. Wer sogar der mächtige Ban Ki-moon demonstriert hat, statt das Klima zu retten, der ist Haufen eine Maus verloren. Jetzt können wir alle nur noch beten. So schlimm, Christoph Blocher. Oh, alle beten. Giro, sind Sie jetzt auch so ein Muslim, so ein Muselmann geworden? Gut, wenigstens hören Sie als grüne Terrorist kein Flugzeug für ein Attentat nehmen oder eine Autobombe, sondern ein Velo und Kompost. Gut, die Frage, die ich mir stelle, jedes Mal bei diesem Klimagipfel, oder? Bringt es etwas? Nationalrat Christoph Mörgeli. Wissen Sie, zu meiner Zeit hat man noch Energie gespart, wenn man nicht nach New York geflogen ist. Verstehen Sie? Anderes Thema noch, ist mir auch ein Herzensanliegen. Diese Woche habe ich ein neues Wort gelernt. Und zwar gibt es jetzt dank jungen Hollywood-Vätern einen neuen Begriff DILFs. Das ist wie bei der Frau, oder? Bei den MILFs, das heisst ja Mother I Like To, heisst also jetzt neuerdings Daddy I Like To. Der entschuldigt der Zensurpieps, aber das Wort Fuck, das können wir am Radio nicht sagen. Ja, aber Pointe mache ich dir gleich mal, ja. Aber das war mal eine von mir. Also komm, ich gehe zu dir. Haben wir DILFs in unserer Runde? Das ist die Frage. DILF? Für mich gibt es nur den Zilf, den Christoph Elector. Verstehen Sie? Er ist der Vater für die ganze Nation. Roger Köppel, der Modeausdruck schon in der Weltwoche gebraucht, angekommen? DILF, also ich bin höchstens ein D. Um was geht's? Wenn meine Tochter mal zu mir kommt und sagt, Dad, I like to, dann sag ich, mit dem wartest du jetzt mal ein besseres Jahr. Aber auf jeden Fall, oder? Wieder so ein Modeausdruck dabei. Gerade so bei Fortpflanzung sollte man mit neumodischen Sachen ein bisschen aufpassen. Ständerat Felix Gutzwiller. Absolut, Daddy, I like to. Aus der Sicht von der Präventivmedizin will sich davon abraten, mit dem Daddy Sex zu haben. Medizinische Studien im Appenzell zeigen klar, dass es die Menschen klein und stämmig macht. So, zum Schluss noch etwas eigener Sache. Viel Kritik von anderen Medien hat es gegen SRF nach der gestrigen Spezialsendung 100 Jahre Nationalpark. Ein Tag lang, stundenlang Bilder von, ja, weiss nicht, manchmal halt einfach Tiere, die dort waren. Es ist nicht immer so viel passiert. So ist es halt in der Natur. Man kann es auch nicht ändern. Roger Köppel hat er so nicht gut gefunden. Um was geht's? Die Welt ist ungerecht für die Weltwoche. Wir müssen jede Woche irgendeine überspitzte, tendenziöse Geschichte finden, für das man uns schlecht findet und kritisiert. Beim SRF langt es offenbar einfach einen Tag lang gar nichts zu zeigen. Fragen wir noch Leute mit richtiger Fernseherfahrung. Unser Fernsehbachelor Vujo Gavric, auch ein bisschen geschaut, der Tag aus dem Nationalpark. Mario, ich muss sagen, Respekt, FRS. SRF. Eben, FRS, habe ich gesagt. Morali hat stundenlang freiwillig das Filetkamera. Nicht schlecht. Ich musste Sonnenaufgänge organisieren und mich ständig die Lampe füllen, bis eine von den Ladies endlich mal das Höschen abgezogen hat. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.